Diese besondere mexikanische Albino-Strumpfbandnatter zu Gesicht zu bekommen, gar nicht so einfach. Mit anderen seltenen Artgenossen lebt sie in riesigen Terrarien und soll sich bald durch ein ganzes Haus schlängeln. Das ist die Philosophie von Michael Siedler aus dem unterfränkischen Hettstadt. In Eigenregie baut er das Haus der verstorbenen Oma in ein Schlangenparadies um. Michael wohnt hier alleine und tüftelt seit 2020 an kreativen Lösungen. Durch Schächte sollen sich die Reptilien frei bewegen können. Die Schlangen können dann selbstständig die Stockwerke wechseln, wie sie wollen. Und dann können die Schlangen hier hinter in die große Kiste nattern und sich auch weiter im Dachboden bewegen. Das heißt, die Schlangen haben vom Keller bis in First Platz, im Grunde 3,5 bis 4 Stockwerke. Aber auf allen Ebenen ist Terrarium. Eine bauliche Herausforderung, gerade was die Statik des gut 70 Jahre alten Hauses betrifft. Der studierte Gartenbauer ist ein Tausendsasser und hat sich in den Kopf gesetzt, vom Badezimmer aus in seinen Dschungel zu blicken. Ja, und dann kann man natürlich beim Baden und beim Duschen die Schlangen beobachten. Und ja, jetzt zeige ich euch dann mal den Rest vom Terrarium. Ja, hier ist der Gang, der geht zum Wohnzimmer. Und hier im Gang ist die Tür. Und durch die Tür kommt man dann ins Terrarium. Und dann steht man hier mittendrin. Man steht in Zukunft deutlich höher, weil hier Erde aufgeschüttet ist, dass die Pflanzen Wurzelraum haben. Ein Paradies nicht nur für Schlangen, sondern auch für Michael. Er will in seinem Haus exotische Früchte ernten und muss deshalb selbst bestäuben. Die Bienchen-Blümchen-Nummer. Bienchen kommt, nimmt sich Pollen, verteilt den Pollen auf den weiblichen Teilen der Blüte. Die Blüte befruchtet sich und dann wachsen da Früchte draus. Und in diesem Fall tropische Guaven. Ich habe halt keine Bienchen, also muss ich das selbst machen. Sorry. Ui, kurz mal abgelenkt. Ist das nicht zu gefährlich? Man muss bei manchen Schlangen wirklich aufpassen, wenn man das Terrarium offen lässt. Je größer die Schlange ist, je kleiner ist im Grunde das Problem, weil man eine große Schlange einfach wieder findet. Und selbst wenn eine mal entwischt, sie können beißen, sind aber nicht giftig. Derzeit besitzt Michael 16 Schlangen. Die kalifornische Strumpfbandnatter ist eine davon. In der Grundschule hat es mich irgendwann gepackt mit den Schlangen. Da war nicht mehr losgelassen. Und ich finde, es sind herrlich schöne Tiere. Die machen mir einfach Spaß. Seine Mutter war immer strikt gegen Schlangen. 2005 hat er sich dennoch die erste zugelegt. Dann hat sie mir angedroht, sie geht nie mehr in mein Zimmer, wenn da die Schlange lebt. Da dachte ich mir natürlich, ja cool, hätte man schon früher haben können, ne? Am Ende nach 2, 3 Wochen saß sie dann allein in meinem Zimmer und hat die Schlange beobachtet, weil sie die Schlange halt auch echt cool fand. Auf viele Fragen hat Michael auch in der Fachliteratur keine Antworten bekommen. Ja, das Weibchen wiegt 117 Gramm. Das ist doch schön. Somit betreibt er seine eigene Forschung. Dass Wasserschlangen in Gefangenschaft selbst Fische jagen, hielten manche langjährigen Halter für unwahrscheinlich. Michael liefert den Gegenbeweis. Natürlich habe ich das dann ausprobiert, ne? Wenn man keine gescheiten Antworten kriegt, sucht man sie halt selbst. Es hat prächtig funktioniert. Und das hat dann auch zum ersten Fachartikel in der Zeitschrift geführt, weil ich den Leuten dann natürlich Bilder schicken musste, die zeigen, dass es funktioniert, ne? Vipernatter und Würfelnatter erbeuten Fische im Aquarium. Und im Terrarium füttert Michael alle 5 bis 10 Tage. Bis zu 30 Babymäuse verspeist eine Schlange pro Monat. Damit auch keiner seiner Lieblinge durch eine Fuge entwischt, hat sich Michael etwas einfallen lassen. Die Ritzen füllte er mit fluoreszierendem Epoxidharz auf. Und so leuchtet sein Haus an Decke und Boden. Elemente aus Omas Zeiten hat Michael erhalten und sie um seine Ideen erweitert. Im Erdgeschoss erfüllte er sich seinen Traum. Ein eigenes Dojo, einen japanischen Übungsraum. Seit 20 Jahren hat Michael den schwarzen Gürtel in Karate.
Hier im Haus ist alles möglich. Alles, wonach mir ist, weil es einfach mein Haus ist. Also ich lebe hier meine Träume und tobe mich aus und mache hier halt genau das, worauf ich Lust habe. Was Michael zu seinem Glück noch fehlt, eine Frau, die anbeißt und sich auf das Schlangenhaus samt Inhalt einlässt.